Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind stehen geblieben, als wir bei dem großen Haus die Hunter-Basis gesprengt haben und die ganze Bude da fertig gemacht haben. Dann sind wir da über den Hof gelaufen und sind jetzt hier in so einem Hinterhof gelandet und gucken mal, was uns hier erwartet. Gehen wir mal hier durch die Seitegasse durch und scheint auf einen etwas größeren Platz hier zu landen, wenn ich die Heißer schon sehe. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Flanke. Okay. Hauen wir ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Ja, na Gott sei Dank. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Ja. Weiter so. Na komm. Wir sind durchaus näher an der Brücke. Da müssen wir ja durch, um aus Pittsburgh rauskommen zu können. Aber vorher gehen wir erstmal hier, weil hier gibt es auch ein paar Sachen abzustaben für alle Sammler unter euch. Jetzt haben wir da noch ein paar Bilder. Jetzt noch eine Das kleine Mädchen ist Pagode. so dürr. Ja, die ist durchaus der Ellie. Du aber auch. Gut, das ist immer ein bisschen A. Und jetzt können wir hier optionales Gespräch führen. Ich dachte, früher gab's genug Essen. Das stimmt. Manche wollten es nur nicht. Wieso denn das? Die Figur. Wie bescheuert. Ja, so ändern sich die Zeiten. Schlankheitswahn von Hyde. Und in der Postapokalypse zählt's wieder, wer was zu fressen hat, der kann's auch zeigen, indem man dicke Ranze hat, so wie der Bill zum Beispiel. Das war nicht der fetteste, aber der Bill zeigt ja durchaus auch, dass er ja Nahrung bei sich hat und dass er sich leichter kann, auch ein bisschen mehr zu futtern. Dann sammeln wir hier auch nochmal die Werkzeugteile ein, weil die können wir definitiv wieder sehr gut gebrauchen. Hier hat noch was gestanden. Ja, Tod für Freiheit. Scheint wohl wirklich richtig beschissen die Zeit in Pittsburgh gewesen zu sein, als das alles angefangen hat. Backstein haben wir auch voll, dann brauchen wir nicht. Und dann gibt es noch was Nettes hier. Und zwar haben wir hier nochmal so ein kleines Messertüre-Versteck, was hier bei der markierte der ist. Wenn wir mal reingehen, aber, wie gesagt, man braucht ein Messerle. Okay, Thema. Jawohl, ja bitte. Gucken wir uns das doch mal hier an, was es hier Schönes gibt. Scheint wohl verlassenes Haus gewesen zu sein. Da haben wir noch so ein Artefakt zu sammeln. Jo, die leere Riesling-Flasche, die will ich jetzt nicht, aber das Artefakt will ich haben. Brief an Mutter. Gucken wir uns das doch mal an. Ja, das ist halt richtig scheiße, ne? Das muss in der Anfangszeit Diese gewesen. Sicht der Dinge nützt niemanden. Richtig, so sehe ich das doch auch. Das scheint die Anfangszeit gewesen zu sein, wo hier wirklich Aufstände waren. Ah ne, jetzt habe ich doch die Dappichflasche doch genommen. Wilde Backstein haben. Ja, das scheint wohl in der Anfangszeit gewesen zu sein. Und wenn dann irgend so ein Scheiß passiert ist, gleich mal als Rebell markiert und niedergemacht. Hätten wir da noch 50 Werkzeugteile, super zu gebrauchen. Revolvermunition, Jagdgewehrmunition, alte Pille nennen wir auch, 15er sogar. Und da noch ein bisschen andere Kruscht. Und die Scheibe da, die sind ja auch komplett hinüber. Wunderbar, da hätten wir dort die Gegend abgeplündert und hätten sogar noch das optionale Zeug. Jetzt gilt es, da rüber zu kommen. Da, wo die zwei anderen Hunter rübergegangen sind, damit wir da in das nächste Ding hier rein können. Das riesige Ding, was höchstwahrscheinlich auch wieder als Basis dient, weil so große Gebäude, die muss man auf jeden Fall nutzen, die Sache. Wenn ich zumindest mal in ihrer Situation wäre. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir raufhilfst, kann ich das Brett bewegen. Ah, jo. Genau, dann machen wir das doch mal. Ab in die Suppe. Die sieht so richtig gesund aus. Das sprüht vor Leben hier. Und dann schwimmen wir doch mal hier, weil dort Warte zufällig hier. wieder... Weil dort Mal sehen, wo zufällig das wieder hinführt. ein Palett ist. Gehen wir mal da hier, holen uns die Palette. Oh, oh, da gibt's was zu sehen. Oh, 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 oh. Verdammt nochmal. Oh, was für ein Scheißort. So wie ich das jetzt auch war, aber wirklich, was ein Scheißort. Allerdings, die gurken da mit ihrem Humvee rum
was sie aufgemotzt haben und knallen anscheinend irgendwelche Leute ab, die hier in Pittsburgh noch als Eindringlinge sind in ihrem Revier und plündern die dann, wie man das ja am Anfang auch gesehen haben. Dann sehe ich da unten noch was. Dann tauchen wir mal ein bisschen. Ah, ne, da war ich ein Blindfisch. Sorry, Leute. Ne, da liegt nichts auf dem Boden rum, aber manchmal lohnt sich das halt, dass man mal auch auf dem Boden guckt beim Tauchen. Gehen wir wieder hoch. Und könnten das Ding da eigentlich jetzt bewegen, um die Ellie rüber zu holen. Aber wir müssen sie noch ein klein bisschen zappeln lassen, weil ich will da drüber mich nochmal umgucken. Wir können sie zwar da fahren lassen, sie hockt da auch schön und wart ganz artig auf uns. Aber ich kann sie da auch drüber mal ein bisschen abparken wieder. Was war das denn gerade? Steig auf. Wir gehen durchs Hotel. Okay. Dann haben wir jetzt auch erfahren, dass es ein Hotel sein soll. Oh, langsam. Keine Angst, du fällst schon nicht runter. Genau, ich pass doch auf. Ich musste ja nichts machen, ich muss es ja nur bewegen. Aber die geben mir schön das Gefühl, dass ich irgendwas falsch machen könnte. Ja, Das brennt so hin wie die. macht es mal Ellie, genau. Dann gehe ich jetzt hier nochmal in den Truck rein. Und kann von dort aus nochmal den alten Kaffeeladen mir angucken. Gehe ich mal hier rein. Und guck mich mal ein bisschen um. Okay. Jetzt musst du nur noch irgendwie hoch. Jo, da geht's dann eigentlich weiter. Aber ich gucke mich halt, wie gesagt, nochmal ein bisschen in dem Coffeeshop hier um. Ah, da könnte ich noch ein bisschen Zucker klauen. Aber es wäre für mich unlogisch, das durch die Trese durchzugreifen. Wie das stinkt. Ja, verfaultes Holz. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Nur Kaffee. Genau, Joel, du alter Holländer. Jo, dann, nachdem wir das jetzt auch erfahren haben und hier nochmal ein bisschen Zeit geflattert haben, schwimme ich mal da rüber. Guck mich mal im obersten Stockwerk ein bisschen um. Und lauf hier ein bisschen hoch. Hier muss auch... Oh, wunderbar. Da haben wir nochmal so einen alten Cordy selbst, der schon verbraucht ist und nämlich Spore abgibt. Und dann liegt da nochmal so Jenny Riesling-Flasche, nochmal ein paar Regale. Das könnte auch so ein Wohlfühlbereich gewesen sein. Hier lauter Couches und Bücherregale. Boah, genau. Da haben wir nochmal Artefakt und ein Messer. Verstecknotiz. Aha. Ja, der mit dem Rot X habe ich schon geflattert. Das kommt ein bisschen spät, aber falls man es verpasst haben sollte und die der nicht gesehen hat, kann man sich das natürlich so nochmal zu Gemüte führen. Dann werden die Leute wahrscheinlich wie die Hinkler auf der Stange rumrennen. Ach Gott, wo ist dann die rot markiert der? Aber habe euch hier gezeigt, wo man das findet. Ah ne, das war nur die Flasche. Dann gucke ich nochmal kurz da oben hoch, ob es da nicht eventuell noch was gibt. Ne, hat wieder irgendjemand mit lauter Kruscht versperrt. Da gucke ich aber auch nochmal kurz was noch. Zwar können wir zum ersten Mal was basteln wieder. Zwar ein Messer und zum zweiten hätten wir hier nochmal 50 Pille. Da könnten wir jetzt natürlich Lauschmodus nochmal erhöhen, Fertigungszeit verringern oder das Heiltempo beschleunigen. Ah, wir können auch noch eine Knigge Nachrebomb basteln. Mache ich auch. Kein Thema, habe ich lieber 8 Reihe davor. Aber wie gesagt, wir sparen eher auf maximale Gesundheit, beziehungsweise wozu ich eher tendiere, Schwanken der Waffe. Gehen wir mal durch. Die Nachelbomb mag ich nicht ausgewählt habe, nämlich auch lieber der Revolver. Und dann können wir jetzt wieder in der eigentlichen Story weitergehen und können zum Hotel rüber. Hier schwimmen. Dann kraxeln wir mal da hier. Joel ist auch nicht mit die Jüngst. Und dann geht's rein ins Hotel. Ja, spazier mal drüber, Mädel. Bloß noch 3 Plumpse. Du kannst nicht schwimmen. Kann der Joel ein bisschen schneller drüber hupsen. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Das Grand Hotel. Ach Gott, jetzt kommen wir wirklich in die Luxuskreise hier rein. Und rein mit uns. Alles klar, Ellie. Komm runter. Edel. Waren Hotels was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Dann gucken wir uns doch mal in dem Edelding hier um.
Ich glaube kaum, dass das so die Preisklasse von Joel war. Nehmen wir hier Reihe. Wieder Pille, super. Hier haben wir noch Klinge und Sprengstoff. Nehmen wir doch auch. Da kommen wir doch hoch. Nein, Ja? ist so hoch. Mal sehen, was wir finden. Jawohl, das machen wir doch. Da ist wieder Kombination erforderlich. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal einen Safe getroffen, den wir nicht sofort öffnen können. Ist aber kein Thema. Ich zeige euch, wie man aufmachen kann. Und vorher rennen wir aber erstmal ein bisschen rum, gucken uns hier an, was es noch so Schönes gibt. Aber um ehrlich zu sein, ich hätte am Anfang hier, wenn das Hunter-Gebiet ist, hätte ich nicht so rumgekriegt von wegen die Luft ist frei. Und da müssen wir hoch. Helmareal. Ja. Da scheint ein bisschen gebaut worden zu sein, bevor die Plage angefangen hat. Gehen wir mal hier hin, weil hier gibt es nämlich auch noch was Schönes. Und zwar nochmal optionales Gespräch, wie ihr seht. Aber da muss ich näher dran gehen, damit ich das mit Dreieck starten kann. Ich vermisse Kaffee. Oh, das glaube ich da. Ich meine, das war ja schon in der Nachkriegsgeneration beschissen genug, als man nur der Malzkaffee zur Verfügung gehabt hat. Dann gibt es hier ein Leder. Und ich will gerne wissen, aus was die da alles Kaffee machen. Aber bevor wir da hochgehen, gehen wir erstmal da hoch. Weil hier gibt es nämlich noch was. Da können wir die Leder direkt darstellen. Da steht ja auch drücken zum Platzieren. Da können wir da hochgehen. Weil hier gibt es noch Werkzeugdealer. Aber bevor ich jetzt groß im Hotel weitermache, würde ich sagen, ich mache an der Stelle einen kleinen Cut. Und es geht dann direkt weiter mit dem nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo wir durchs Luxushotel stramern. Wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.